und herzlich willkommen. So schön bist du da. Das ist Alex und ich heiße Sharon. Und wie ihr seht, nein, ich sehe es nicht, aber die Halle füllt sich langsam. Und ja, wir freuen uns mega auf eine mega inspirierende Predigt von Leo. Und ja, Ostern ist schon bald, es geht noch weniger als 2 Wochen. Und damit fängt dann auch unser Musical an. Und wir haben eine Umfrage erstellt, die ihr im Chat seht. Und zwar ist die Frage, wie könnt ihr das Musical verfolgen? Genau, kommst du auf Zürich? Genau. Oder planst du online zu schauen? Oder hast du noch gar nicht Platz? Kann ja Genau, auch sein. kann auch sein. Ja, Alex, wer ladest du ein fürs Musical? Als Musical? Also ich mache es grundsätzlich eigentlich so, dass ich immer ein paar Flyer mit heimnehme und dann meinen Nachbarn so in den Briefkasten rein tue. Und gleichzeitig habe ich eine Freundin, mit ihr bin ich schon mega lange unterwegs, die nicht im ICF ist. Und ja, sie lade ich eigentlich auch immer persönlich ein, dass sie vorbeikommt. Das ist mega cool. Ich glaube, das Musical ist eine mega gute Chance, dass die Leute, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, ihn so kennenlernen. Und Mega. Ja, voll cool, dass du das machst. Voll, ja. Also ich möchte dich ermutigen, lade unbedingt die Leute ein, auch wenn du vielleicht das online schaust. Lade Leute zu dir ein und mach das wirklich ein bisschen als ein Happening. In 2 Wochen ist es soweit. C'est la vie spielt eine riesige Crew da auf der Bühne mega. in Zürich. Es spielt in Frankreich. Es ist die Geschichte von Jakob und Esau, so ein bisschen in der modernen Zeit. Also ich bin extrem gespannt. Und es ist einfach wirklich immer ein riesen Highlight. Es hat so viele Leute, die einfach mitmachen, die unterschiedlichen Teams. Und das begeistert mich einfach immer wieder an unserer Kirche, dass wir einfach wirklich immer so etwas auf die Beine stellen und sich so viele Leute einfach volunteermäßig Jahr für Jahr hineingeben. Und wir haben nicht nur ein Musical, sondern wir haben mega viele Events das ganze Wochenende. Ja, genau. Also eben, am Donnerstag fängt es nämlich schon an und wir feiern zusammen das Pessach-Fest oder das Pessach-Essen. Entweder du kannst dich für da anmelden, also es findet dann in der Loft statt, oder du kannst es auch ganz einfach bei dir daheim rein. Unter icf.ch/Ostern findest du auch Rezept für das Pessach-Essen. Und nachher fängt es am Donnerstagabend auch schon an mit dem Leidensweg von Jesus. Und das ist nämlich online, das kannst du online mitverfolgen. Das geht bis am Freitag. Genau. Und nachher ist neben schon das Musical. Oh, genau, hörst du es schon? Vielleicht hört ihr es auch im Hintergrund. Schon ein bisschen die Stimmung vom Musical. Und ja, ich bin einfach mega gespannt. Hey, und ich bin auch mega gespannt auf den heutigen Sonntagabend. Wir tauchen ein bisschen ein in die Endzeit. Ich habe die Message noch nicht gehört heute Morgen, darum ich bin extrem gespannt. Wir sind ja immer noch in dieser #Jesus-Serie, die ja bis auf Ostern angeht. Und ich freue mich riesig, dass einfach der Leo heute Abend mit dem Team preacht zum Thema Endzeit. Ja, befinden wir uns in der Endzeit, wie können wir die Zeichen lesen und so weiter. Und ich bin mega gespannt. Ja, und ich auch. ja, wir hoffen mega, dass du den heutigen Abend einfach wirklich kannst auftanken, dass du etwas kannst mitnehmen kannst. Und gerade wenn dir die Message gefällt, dann tun wirklich den Daumen nach oben drücken bei uns auf YouTube. Daumen nach oben und wir werden dich loben. Ja, genau, geil. Und genau, abonniere unseren YouTube-Stream, wenn du das noch nicht gemacht hast, dass du einfach ja nichts verpasst. Hey ja, und jetzt gehen wir dann direkt in die Pre-Show zum Matteo und dem Team. Und sie haben unsere Hauptdarsteller vom Musical in der Pre-Show, darum sind gespannt. Ja, genau. Wir wünschen euch noch einen ganz schönen Abend und geniessen es. Ciao zusammen. Yes, hey, hallo zusammen. Danke vielmals Alex fürs Online-Studio. Hey, ich bin der Tim. Und ich bin der Matteo. Hey, und wir sind heute Abend eure Hosts. Es ist so schön, euch da zu haben. Darf ich mal sehen, wie war die Woche für euch von 1 bis 10? Sagt mal mit euren Fingern, 10 ist die beste Woche, die ihr je gehabt habt, 1 ist die schlechteste Woche. Ja, ich sehe 5, 8. Wie war deine Woche? Hey, meine war super. Ich sehe so ein 9. Ein 9, das ist Ja. solid. Ja, wirklich. Hey, mega krass. Hey, nehmt eure Handys für, wenn du daheim zuschaust oder wenn du da in der Halle hockst, nehmt eure Handys für. Wir haben einen Slido, den wir nachher brauchen für das Spiel, wo wir gerade erklären werden. Aber nehmt mal ein Handy für, tun mal das Slido da, genau, scannen mit euren Handys, auch online, macht doch mit. Weil
Was haben wir gerade da vorne gesehen? Wo sind wir momentan als Community, Hey, Matteo? wir sind in der Osterzeit. In 2 Wochen haben wir das Ostermusical da. Und ja, wir haben jetzt den Trailer gesehen, von dem, was kommt. Ja, genau. Wir haben in 3 Wochen ist das Ostermusical. Und heute Abend haben wir die Ehre. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Wir haben Hollywood gefragt, ob wir die 2 da haben dürfen. Nämlich unsere 2 Hauptdarsteller. Lass uns mal einen fetten Applaus geben von dem jährigen Ostermusical. Levi, Fiona, kommt doch mal rauf. Ihr dürft hier gerade Platz nehmen. Und wir spielen ein Spiel mit euch. Genau. Levi, wie geht's dir? Gut. Gut, sehr gut, danke vielmals. Wie war deine Woche, Fiona? Gut, danke. Gut, 1 bis 10, was war es? 9,5. 9,5, sogar besser als deine. Also, wir machen ein Spiel. Wer war mal auf einer Hochzeit? Genau, Schuhe. Da gibt es das Spiel, wer von euch beiden. Ihr seht, da haben wir die Fiona und den Levi. Was lustig ist, sie sind die Hauptdarsteller. Und was sind sie eben auch noch? Sie sind in einer Beziehung. Sie sind in einer Beziehung. Genau, und wir spielen das Spiel. Der Matteo wird euch jetzt nacheinander Fragen stellen. Wer von euch beiden hat zum Beispiel lieber Krokodil? Und dann müssen der Levi und Fiona, sie haben hier 2 Schuhe, vielleicht kannst du es mal zeigen. Das ist am Levi seine Schuhe. Das ist an der Fiona ihre Schuhe. Und sie müssen überlegen, wer von ihnen 2 ist eher die Person, um das zu machen. Und haben es auf. Ihr könnt auch abstimmen, was ihr denkt. Und wenn sie das Gleiche haben, dann ist okay. Wenn sie aber nicht das Gleiche haben, dann haben wir da, wie so immer in einer Pre-Show, wunderschöne Eiswürfel, die wir ihnen hinten runterlassen. Genau, darum, das macht immer ein bisschen Spass, oder? Hey, ja, eben, oder? ihr entscheidet, wer bestraft wird, wenn sie nicht einer Meinung sind. Also Genau. unbedingt, machen mit. Also gut. Matteo, Ja. erste Frage für die 2. Genau. Die erste Frage ist, wer von euch 2 hat mehr Mühe, den Text zu lernen? Den Text für das Musical. Also, Wow, schauen wir mal auf den Slide an. Vielleicht können wir mal die erste Frage drin haben. Sie sind einstimmig gewesen. Lass uns mal einen Applaus geben für die 2. Da haben die meisten gemeint, der Levi. Okay, Fiona, was sagst du da dazu? Ja, also ich bin ein Gimmi, das sagt glaube ich schon recht viel. Oh, sie ist es gehen. Alright. Frage Nummer 2. wer von euch 2 ist der bessere Tänzer, Tänzerin? Wer ist der bessere Tänzer? Wer ist die bessere Tänzerin? Und auch da wieder einstimmig. Das Publikum ist für dich, Fiona, ganz klar. Hey, krass, 2 von 2 richtig. Die brauchen wir bis jetzt gar noch nicht, gell? Ja, kommt noch. Hey, und die letzte Frage ist, wer von euch 2 wird weniger gut mit dem Fame können umgehen nach dem Musical? Genau, hey. Wer von euch 2 kann besser mit dem Fame umgehen? Weil ich meine, so im Ostermusical, da werdet ihr sehen, viele Leute würden wissen, wer es sind. Wer kann besser mit dem umgehen? Besser. Besser. Ah. Oh, Fiona weiss noch nicht so genau, was es ist. Das Publikum ist auch sich nicht so ganz sicher. Oh! Und sie sind 3 von 3 richtig. Hey, aber in dem Fall bekommen wir jetzt beide die Eiswürfel, oder? Bekommst du einen? Bekommst du einen? Hey Bro, danke vielmals fürs Mitmachen. Sorry. Ostermusical. Ostermusical in 3 Wochen. Liebe Freunde, das war es. Jetzt gehen wir in die Celebration. Wenn du im Moment YouTube anschaust, gibt es mega viele Predigten über, ist jetzt Russland das Ende, wo Jesus kommt, ist jetzt Russland der Bär, Mock und Gog und ist Corona das Ende von unserer Zeit. Und im Moment wird mega viel über Endzeit predigt, dass ich denke, ich möchte auch noch meinen Senf dazugeben. Und ich möchte anfangen mit der Frage, wann kommt Jesus wieder? Und du wirst heute Abend heimgehen, du wirst das Datum wissen, die Zeit und den Ort. Amen? Er hat gesagt, es wird Wallisellen sein. Der Nähe vom Glattzentrum, beim Starbucks. Nein, just kidding. Ich möchte mitnehmen, und zwar für die Frauen und Männer, die ab und zu gehen essen. Ich rede jetzt nicht von Fast Food. Gehst in ein Restaurant, gibt es so Servietten, oder? Und Servietten nimmst, leist auf die Knie, damit nicht zudlisch, oder? Und dann, wenn du aufs WC gehst, sagt Knicken, das hat meine Mama mir beigebracht, wenn du aufs WC gehst, du nimmst die Servietten, du sie zusammenfalten, so schön, und leist auf den Tisch, und der Kellner weiss, räum ihn nicht ab, ich bin nur kurz auf dem WC, ich komme wieder, oder? Also zusammengefaltet bedeutet, ich komme wieder, oder? Und wenn du vom WC zurückkommst und weiter essst und du bist fertig, hast gezahlt, dann nimmst du die Serviette und dann am Ende vom Abend tust du sie so anwerfen,
und der Kellner weiss, der kommt nicht mehr. Der ist gegangen. Also wer kennt das? Das ist Knicke, nicht Fastfood. Am McDonald's macht man das nicht, sondern wirft gerade alles weg. Genau. Aber das ist ein mega krasses Zeichen gewesen im Restaurant, ich komme wieder. Und genau das Gleiche lesen wir an Ostern. Jesus stirbt, kommt ins Grab. Und das Grab ist leer. Und im Grab gibt es ein kleines Detail. Johannes 20, Vers 6 bis 7. Da kam auch Simon Petrus, der ist immer überall dabei gewesen. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leintüchern, sondern zusammengefaltet auf der Seite. Jesus hat das gelernt, wie wir Schweizer, bevor man abhaut, Kleider schön zusammenlegen. Und Jesus leitet das zusammen und leitet so an und sagt, liebe Petrus, liebe Frauen und Männer, don't worry, ich komme grad wieder. Chill the rabbit. Und jeder Jude hat gewusst, wow, er kommt nochmal. Aber die Frage ist, wann kommt er? Seit 2000 Jahren sind wir am Warten. Und bevor Jesus das zusammenleitet, hat der Jünger gesagt, liebe Frauen und Männer, niemand von uns kann wissen, wenn ich zum zweiten Mal auf die Erde komme. Nicht einmal die Engel können es wissen. Es weiss nur der Vater. Und jeder Jude genau gewusst, was Jesus redet. Weil das Problem ist das, wir sind Walliseller, Aargau, Appenzeller und ein paar Zürcher, oder? Aber Jesus hat zu Juden, Frauen und Männern geredet, die Geschichte vom Alten Testament ein- und auswendig kennen. Jeder Satz hat für einen Juden Sinn gemacht. Und ich möchte heute mitnehmen in ein jüdisches Denken, um den Satz zu verstehen, wo Jesus sagt, niemand weiß, wenn ich wiederkomme, weder Engel, nur der Vater allein. Und Jesus zitiert die jüdische Hochzeit. Und die jüdische Hochzeit hat eine krasse Bedeutung und ich möchte mitnehmen das Bild, dass du verstehst, was bedeutet das, wenn Jesus wiederkommt. Und die jüdische Hochzeit fängt an, jede gute Geschichte fängt an mit der Brut. Und so sieht eine Brut aus. Und Brut im Alten Testament ist interessant gewesen. Der Vater hat dem Sohn seine Frau ausgesucht. Das heisst, dein Vater sucht für dich deine Frau aus. Fändest du es geil? Nein. Und der Vater hat für den Abraham, für seinen Sohn, die Frau ausgesucht, Rebekka. Und das ist ganz interessant, das heißt in 1. Petrus 8, 1, Vers 8, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn dennoch. Wer von uns, wir haben unser Leben Jesus anvertraut, wir haben ihn noch nie physisch gesehen. Ist nicht krass? Aber wir lieben ihn, wir glauben ihn. Und die Bibel sagt, nicht wir haben Gott auserwählt, er hat uns auserwählt. Nicht wir haben ihn geliebt, er hat uns zuerst geliebt. Mit anderen Worten, wir haben Gott noch nie gesehen, wir lieben ihn, wir sind so begeistert, weil Gott hat für uns die Wahl getroffen. Lass uns für das Gott heute einen Applaus geben. Ich finde es amazing. Danke Gott, hast du mich gefunden. Und dann hat man einen Brutpreis zahlen. Der Vater hat einen Brutpreis gezahlt. Warum einen Brutpreis? Das macht für heute keinen Sinn mehr, weil dazu mal ist jede Frau, jeder Mann, hat daheim geschafft und der Vater gewusst, wenn ich alt und pensioniert werde, tut meine Tochter für mich für die Pension schauen. Heute macht es bei uns der Uli Moore und AV, oder? Das heisst, mit dem Brutpreis zahlt zum Beispiel Gold, Silber, ein Zelt oder zum Beispiel how much? 50 Kamel, je nach Wert 60 Kamel oder 20 Kamel. Aber er hat gesagt, ich möchte dich ehren für den Ausfall, den du hast in der Pension und ich möchte dir auch Danke sagen, dass du so viel investiert hast in die wunderbare Frau. Und es gibt ein mega krasses Detail in der Bibel. In 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Und achtmal auf die Vers von Jesus, wo mit der jüdischen Hochzeit mega viel zu tun hat. Es heißt, er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehllosen Lammes. Und für uns geopfert wurde dem Blut von Jesus Christus. Und die Bibel sagt, Jesus hat am Kreuz für dich und mich den Brutpreis gezahlt. Jetzt musst du hören, es hat einen Moment in der Vorbereitung, hey, wir sind von Tränen runtergelaufen. Weil Jesus heißt in Johannes 19, Vers 30, da sagt Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Und wir alle wissen, das ist ein Statement, der Tod hat keine Kraft, das Reich von Gott kann man nicht stoppen. Es ist vollbracht bedeutet für jede Frau und Mann, die Jüdisch versteht, Hakala. Kala bedeutet zu Ende fertig sein, ich habe vollendet. Und das Wort Kala bedeutet auf Hebräisch auch Braut. Und Jesus sagt am Kreuz, ich habe für meine Brut
für dich und mich den Brutpreis zahlt. Es ist getan. Kala! 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 Nicht krass. Und dann hat man sich verlobt. Verlobung bedeutet ja bei uns reserviert. Ja, du sagst, ich habe meine Frau reserviert, dann touchen, dann flirt, dann messen. Reserviert heisst nur, vielleicht komme ich dann, wenn es noch gut ist, oder? Reservation bedeutet in unserer Kultur nicht viel, sondern nur, ich bin sicher, dass reservierte Optionen. Im Alten Testament hat eine Reservation etwas viel Krasses bedeutet. Und das heißt in 1. Petrus 1, Vers 18, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hatte, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Und Jesus sagt, ich habe für dich Kala gemacht. Und eine Verlobung hat bedeutet, eine Frau ohne Verlobung hat bedeutet im Alten Testament, ich weiss, die heutige Generation, ich das erwähne, ist schon edgy, aber nicht nur mit in das Alte Testament. Eine Frau hat kein Recht gehabt, sie hat keine Sicherheit gehabt, keine Garantie, kein Schutz und keine Versorgung. Das hat sie nicht gehabt. Und dann sagt Jesus, wenn ich mich mit euch verlobe, ist nicht bloß eine Reservation. Ich hoffe dann, dass ich noch komme. Und ich hoffe, dass ich auch nicht etwas Cooles vorhabe. Eine Reservation, eine Verlobung bedeutet im Alten Testament. Ab jetzt, sagt Jesus, hast du ein Recht. Du hast eine Sicherheit, du hast eine Garantie, einen Schutz und auch Versorgung. Eine Verlobung bedeutet, wenn du das Recht hast, bedeutet das, du hast das Recht, dass du zur Familie Gottes gehörst. Du bist Team Jesus. Der Himmel gehört dir bereits. Das ist dein Recht. Dir gehört das Wunder. Dir gehört Heilig. Dir gehört Vergebung. Dir gehört Frieden, Freude und Eierkuchen. Du hast das Recht, zum Team von Jesus zu gehören. Dann hast du auch eine Sicherheit. Mit anderen Worten, ich finde das mega, mega, mega krass. Ich kenne keine Geschichte in der Bibel, wo Jesus sagt, oh, ich habe verloren. Oh, schlechter Tag gehabt. Monday Blues. Kennst du Geschichte in der Bibel, wo Gott Kontrolle verliert? Es gibt nicht eine Situation, weder in Kriegen noch Corona, Gott sagt, am Ende von allen Tagen, im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, sagt Gott, ich habe das letzte Wort und es wird gut sein und alle Knie werden sich beugen vor mir. Das bedeutet, du hast eine Sicherheit, zum Winning-Team Gottes gehören. Das ist mega wichtig. I don't like to lose. Dann, du hast eine Garantie. Eine Garantie, ich bin mega Fußballfan, sorry. Ich bin Fan von GC Zürich. Immer noch der Meister von allen Meistern. Jetzt musst du hören, wenn ein Fußballteam 10-mal hintereinander verliert, dann sagt am Sonntagabend der Sportchef im Sportpanorama, nein, wir stehen hinter dem Trainer. Ja, den kicken wir nicht. Kennst du das? Am Montag kannst du einen Blick lesen, Trainer gefeuert. Ein Ja ist in unserer Generation kein Ja mehr. Wenn Gott ein Ja hat für dich, wird er dich nie führen. Egal wie deine Saison in deinem Leben aussieht. Du hast eine Garantie. Ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Und Gott hat für dich ein Ja. Ein Schutz bedeutet, niemand kann dich aus den Händen von Gott reissen. Und Versorgung bedeutet, dass Gott dich versorgt in allem, was du in deinem Leben brauchst. Hey, ich bin ein Vater von 2 Söhnen. Hast du das Gefühl, ich schaue nicht, dass es ihnen gut geht? Ein Vater und eine Mutter gibt alles, dass es dir gut geht. Und als Vater hat mir genau gesagt, die Lilie macht nichts und sie blühen. Und die Vögel machen auch nichts und können Sachen essen. Wird Gott im Himmel nicht für dich sorgen und schauen? Gott schaut und sorgt für dich. Und das bedeutet eine Verlobung. Und jetzt kommt es aber interessant, da wird geheiratet. Und heiraten hat immer zu tun mit dem Kelch, mit dem Blut. In Lukas 22, Vers 20 heißt, ebenso nahm er nach dem Essen den Becher Wein, Jesus im letzten Abendmahl, erreichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch und durch mein Blut besiegelt. Hey, achte auf das Detail. Jeder Bund wird mit Blut besiegelt. Blut bedeutet Leben. Und Jesus hat am Kreuz sein Leben hingegeben und mit uns eine Freundschaftsanfang. Jetzt mache ich eine Klammer. Und jetzt weiss ich, wenn ich das sage, wird es mega ruhig.
Aber im Judentum war es so, dass du eine Frau, du hast Ja gesagt und dann hast du Sex gehabt zum allerersten Mal und das Jungfrauhütchen ist durchbrochen und sie blühtet. Und du denkst mir, wieso muss eine Jungfrau blüten? Der Blutsbund. Die Frau hat gesagt, ich habe einen Blutsbund gemacht für dich. Mein Intimste habe ich für dich angegeben und ich gehöre dir für immer. So wäre es normal. Und wir denken, ja, aber Sex ist doch wie Dessert. Nein, es hat mit dem Blutsbund zu tun, dass du blühtest als ein Statement, ich gehöre dir für immer. Und dann hat man das getrunken. Und dann sagt Jesus, Matthäus 26, 29, ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, Glas leer, bis ich wieder im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Es gibt 2 Kelche an der Hochzeit. Der eine ist trunken. Und Jesus sagt, der Kelch, wenn ich wiederkomme, werde ich in meinem Haus im Himmel mit euch trinken. Für immer. Und der zweite Kelch ist für jeden Jude eine Botschaft gewesen. Jesus kommt wieder. Er redet von einer Dimension, die ist nicht bloß 80 Jahre, 60 Jahre, 50 Jahre. Er redet von einem Leben in einem Haus, wo nie mehr aufhört. In einem Haus, wo es keinen Tod mehr gibt, keinen Krieg mehr gibt, kein Corona mehr gibt. In einem Haus, wo Gerechtigkeit wird siegen für immer. In einem Haus, wo Gott versprochen hat, er wird allen Tränen abwischen. In einem Haus, wo Gott sagt, ich freue mich, mit euch für immer können, den Kelch der Wein zu trinken. Und ich weiss, in eurem Alter, ich sage, Jesus, komm, aber noch nicht jetzt. Hey, lass mich noch heiraten und noch ein Häuschen bauen und noch einen Hund kaufen und eine Katze. I know. Aber in der jüdischen Hochzeit möchte Gott etwas erklären. Es gibt eine Dimension, die ist mehr als das Leben auf dieser Erde. Und dann gibt es ganz interessant, nach der Hochzeit entrückt sich Jesus in den Himmel. Der Bräutigam haut ab und es heisst, er geht zum Vater, der Jude, und baut beim Haus bei seinem Vater ein Haus für seine Brut. Und wenn das Haus fertig gebaut ist, dann wird der Vater sagen, wow, ist gut, super, jetzt bring sie heim. Darum sagt Jesus, weder die Engel noch ich weiss, wenn das Haus gut genug ist, sondern mein Vater wird mir sagen, du kannst sie holen. Hey, in dieser Halle haben wir ein paar Jahre gebaut für die Halle und sie ist mega schön geworden. Aber Jesus baut seit 2000 Jahren ein Häuschen für dich. Das muss flipping awesome sein. Und es ist noch nicht fertig. Und du sagst, wie ist der Himmel? Wenn jemand 2000 Jahre an etwas schafft, muss das amazing crazy sein. Ist das nicht krass? Aber jetzt schau mal die arme Brut an. Die wartet und wartet. Seit 2000 Jahren wartet die Brut und denkt, wann kommt er? Wie lange muss ich noch warten? Und Gott in dieser Geschichte weiss, wenn eine Brut so lange warten muss, wird sie kribbelig und nervös. Und jetzt gibt es ein Detail in der jüdischen Hochzeit, das ich spannend finde. Der Bräutigam kauft ihr einen Ring und sagt, Schatz, der Ring tut dich jeden Tag daran erinnern, ich komme wieder. Bist geduldig, bist treu, lauf nicht davon, don't give up, ich bin am Häusli bauen, seit 2000 Jahren. Aber du hast den Ring. Der Ring ist the thing. Und was ist der Ring, den wir bekommen? Was ist das Geschenk, das wir bekommen? Das sieht ein bisschen komisch aus. Du weißt, du gehst reisen in ein Land, das gefährlich ist. Zum Beispiel Italien, Spanien, Raststätten. Du trägst das Buchtässchen, kennst du das? Und da ist der Schweizer Pass drin, deine Kreditkarte, deine Postfinance drin. Alles, was dir wichtig ist, oder? Und Gott hat uns so ein Täschchen gegeben, mit anderen Worten, hey, du hast eine Sicherheit bekommen. Und jetzt musst du mal achten, ich liebe die Bibel, weil es hat so kleine... Und zwar in 2. Korinther 1, Vers 21 bis 22. Und uns mit seinem Geist erfüllte, so drückt er uns einen Siegel auf. Wir sind sein Eigentum geworden. Die Brut ist Gottes Eigentum. Das Geschenk des Geistes in unserem Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch
schenken wird. In dieser Wartephase bringt Gott den Himmel durch den Heiligen Geist in unser Leben. Wunder, Heilung, Vergebung, all diese Sachen. Und Josie Bigger wird uns das erklären. Wow. Hey, wir wissen, dass Jesus kommt. Wir wissen, er bereitet das Haus vor. Aber das, was ich momentan auch höre, sind Fragen wie, aber wo ist denn Gott in einer Zeit, wo momentan Krieg herrscht oder Pandemie herrscht? Was ist er am Tun? Wann kommt er? Das ist so die krasse Frage. Vielleicht eine Frage, wo auch wir uns schon gestellt haben. Gott, was bist du eigentlich gerade am Machen? Und ich hatte immer Angst, die Offenbarung zu lesen, ganz ehrlich. Bis zum heutigen Tag, ich habe sie nicht durchgelesen. Ich habe vor ein paar Wochen aber angefangen und habe gemerkt, ich verliebe mich richtig in dieses Buch. Zuvor hatte ich Angst und jetzt merke ich, hey, die Botschaft, die Jesus seinen Kirchen in der Offenbarung gibt, ist so essentiell für uns heute und für dich. Ich tue ein bisschen spoilern, wenn das okay ist für euch. Und zwar ist eigentlich so die Grundessenz, wo ich momentan rauslese, ist, dass Jesus sagt, hey, in Zeiten, wo Schwere herrscht, in Zeiten, wo Krieg ist, in Zeiten, wo Problem, wo Pandemie ist, ich bin da und ich bin der dir Hoffnung gibt und den Fokus wieder auf die Ewigkeit legt. Ich möchte dich ermutigen. Johannes bekommt die Offenbarung in einer Zeit, wo Christen umgebracht werden. Wo ihre Knie müssen sich beugen vor dem damaligen Imperator Domitius. Und er weigert sich und bekommt eine Offenbarung, wo Jesus ihm begegnet und sagt, hey, schau auf mich. Es gibt mehr als nur das. Das Ende ist nicht hier in der Wartezeit. Das Ende ist dann, wenn ich dich nach Hause hole. Und das finde ich so was ermutigend von Jesus. Trotzdem stellt sich die Frage, wann kommt er? Und Markus im Evangelium tut sie uns erklären und sagt, keiner weiß es. Keiner weiß, wann Gott wiederkommt. Nicht einmal die Engel, Jesus selber nicht, nur der Vater kennt es. Der Vater weiß genau, wann die Zeit reif ist. Und ich finde es so spannend, weil es steht drin, er kommt. Es ist etwas Aktives. Wenn wir reden von der Wiederkunft, von der zweiten Wiederkunft von Jesus, dann hatte ich immer das Gefühl, es ist was Passives. Er sitzt da, schaut zu, bis sein Wecker klingelt und sagt, okay, jetzt die Zeit, jetzt komme ich. Hallo, kommt nach Hause. Hey, es ist aktiv. Jesus ist im Prozess, er kommt. Und so oft sagt er in der Bibel, ich komme, hab Hoffnung, sei wach, ich komme bald. Wann ist das bald? Ich habe bemerkt, dass wir lieben, wenn etwas zeitlich begrenzt ist. Wir lieben, wenn eine Wartezeit ein Ende hat. Und ich weiß nicht, ich möchte kurz fragen, wer ist von euch heute mit dem Zug gekommen hier nach Stettbach? Könnt ihr schnell eure Hand heben? Okay, einige. Ich hoffe, euer Zug kam pünktlich, aber das erwartet man von den Schweizer Zügen hier. In Deutschland ist es was anderes. Da sieht man dann die Reaktion, wenn eine Wartezeit verlängert wird. Es ist Frust. Aber hier sind die Schweizer Züge sehr, sehr genau. Und du liebst es, weil du genau weißt, hey, in 2 Minuten kommt der Zug. Dann ist die Wartezeit vorbei. Mein Joghurt in meinem Kühlschrank, habe ich gesehen diese Woche, zeigt mir genau an, wie lange er noch haltbar ist. Und jeden Tag weiß ich, okay, vielleicht sollte ich ihn jetzt morgen mal essen. Ein Paket haben wir bestellt für unsere Wohnung, ein paar neue Stühle und es stand rein, hey, in 5 bis 8 Wochen ist es da. Und ich bin jede Woche am Hoffen und denke mir, okay, ich hoffe, es kommt schon früher. Aber ich weiß, es hat ein Ende. Und wir lieben das. Wir lieben, wenn Wartezeiten ein Ende haben, das fällt uns leichter. Aber das Problem ist schon, wenn die Wartezeit länger über mehrere Monate geht. Meine Mutter hatte vor ein paar Jahren, und ich darf die Geschichte erzählen, ich habe sie gefragt, ist immer wichtig. Sie hat ein Osterhase geschenkt bekommen zu Ostern von meinem Papa. Und sie wusste, die Schokolade, die hält sich über ein Jahr, keine Ahnung, aber die musste nicht am nächsten Tag gerade essen. Und es war Weihnachten. Und sie hat den Schokoladen-Weihnachtsmann dazu bekommen und hat die Schranktür geöffnet und hat gesehen mit Schock, oh du meine Güte, ich habe den Hase komplett aus dem Fokus vergessen. Ich habe vergessen, dass er überhaupt noch existiert. Warum? Weil sie nicht immer gesehen hatte. Er kam aus dem Fokus. Und ich glaube, genau das ist das Problem oder die Herausforderung, wenn wir in dieser Wartezeit drin sind. Wir wissen, Jesus kommt, das hat er uns versprochen. Aber die Wartezeit ist ungewiss. Und wir fragen uns, wann kommt er?
Und während wir an einem Sonntag, das erlebe ich auch, noch voll fokussiert sind und wissen, hey, ich bin on fire, Jesus, ich habe eine Begegnung gehabt, kommt am Montag der Alltag und gefühlt alles unser Leben möchte unseren Fokus. Du wachst auf, dein Handy klingelt und du merkst jede Notification, du siehst alle die Leute, die geschrieben haben, du kannst es schnell nachchecken. Dann kommt YouTube und schlägt dir noch nicht nur 2, sondern 5 neue Videos vor, wo dir gefallen könnten, weil sie dich besser kennen als du selber. Dann gehst du zur Arbeit, auf der Arbeit, während dem Zug schaust du noch schnell auf TikTok durch, weil auch Instagram und TikTok möchte bearbeitet und frisiert werden. Mal einen neuen Post machen, dann bist du auf der Arbeit, der Arbeitgeber möchte deine Aufmerksamkeit, du musst Dinge machen oder du bist in der Schule, dein Lehrer sagt, hey, hör mir mal zu, er möchte deinen Fokus haben, du kommst nach Hause, siehst deinen Alltag, so Sachen wie Haushalt, Einkaufen, Kochen, auch das möchte deinen Fokus haben, dann gehst du ins Bett und Netflix sagt dir, hey, ich habe eine neue Folge rausgebracht, die könntest du doch jetzt noch anschauen. Merkst du, wir leben in einer Zeit, wo wir unendlich viele Möglichkeiten haben, unseren Fokus auf etwas anderes zu versetzen. So viele Sachen. Und ich bin herausgefordert, jeden Tag zu wissen, okay, welchen Dingen gehe ich nach? Wie viel Zeit gebe ich den Dingen? Die Welt ist sehr laut, extrem laut. Und das, was ich beobachte momentan in meinem Umfeld, ist, dass Leute ins Burnout laufen, weil sie einfach zu viel haben. Dass Leute die Hoffnung verlieren, weil sie sagen, hey, ich kann nicht mehr. Sie verlieren die Hoffnung in dieser Wartezeit, weil sie den Fokus verloren haben. Aber der jeden Tag neben dir steht, jeden Tag deine Schulter antippst und sagt, hey, ich bin auch noch da, ist der Heilige Geist. Er ist da, aber er ist nicht so laut manchmal. Und seine Stimme wird immer leiser. Und das erlebe ich auch. Weil wir fokussiert sind auf so viele andere Sachen. Wir sind in einer stressigen Gesellschaft. Wenn du mich gefragt hast, ich habe immer die Antwort gesagt, hey, mir geht's gut, aber es ist einfach viel. Und nach 3 Jahren habe ich gemerkt, wow, das ist die gleiche Antwort, die ich seit 3 Jahren gebe. Es ist einfach viel. Und es ist viel. Aber der Heilige Geist steht da und sagt dir heute, ich möchte aber dir begegnen. Ich möchte dir sagen und dich erinnern, ich komme wieder. Hörst du meine Stimme? Ich bin da. Ich möchte, dass du zu mir kommst. Ich habe diese Woche den Psalm 23 nochmal gelesen. Und mir ist etwas aufgefallen, wo mir noch nie so ins Herz gegangen ist. Normalerweise ist es ein Vers, wo wir alle kennen, oder ein Psalm. Aber es steht drin, genau, vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch festlich. Nimmst du mich bei dir auf und füllst den Becher randvoll. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. Und in deinem Haus darf ich nun bleiben, in anderen Übersetzungen, zurückkehren, mein Leben lang. Wisst ihr, was mir die Augen geöffnet hat? Der Heilige Geist ist hier. Und er gibt dir jeden Tag einen Vorgeschmack, wie diese Wohnung aussehen möchte. Wie es sich anfühlt, in dieser Wohnung zu sein, wenn du sie nicht siehst. Er lädt dich ein, hier an seinen Tisch zu kommen und zu essen. Dich hinzusetzen und zu sagen, hey, wie geht's dir? Red mit mir. Ich möchte dich stärken. Ich möchte dir Hoffnung geben. Ich möchte dich daran erinnern, dass ich komme. Hab den Fokus auf die Ewigkeit. Ich möchte dich daran erinnern, das ist nicht das Ende, wo du gerade durchgehst. Egal wie viel Schmerz, egal wie viel Ungerechtigkeit passiert in deinem Leben, es gibt Hoffnung. Er ernährt dich. Das ist der Ort hier, wo du deine Gedanken mit seinen Gedanken austauschst, wo er dir Perspektiven gibt, wo er dich daran erinnert, dass er heilt, dass er Wunder vollbringt. Weißt du, ich habe gemerkt, wir sind so gut in der Welt miteinander über Gott zu reden. Wir reden momentan mit den Kriegssituationen, wo ist Gott? Was macht er? Wann kommt er? Macht er überhaupt was? Und die Frage kam ehrlich gesagt bei mir auch schon hoch. Bis eine Frau mir gesagt hat, hey, frag ihn doch mal. Und ich habe gemerkt, Gottes Herz weint, wenn wir einfach nur untereinander reden. Er möchte, dass du hier hinkommst
und nicht deine Probleme ignorierst, nicht den Krieg ignorierst, sondern du darfst hier Platz mitnehmen und ihn fragen, Jesus, wo bist du? Was machst du? Ganz ehrlich. Und er gibt dir Antwort, weil er dich liebt und weil er mit dir reden möchte. Das ist der Ort, wo wir Hoffnung bekommen, wo wir einen Fokus bekommen und zurückkehren können in unseren Alltag und wissen, ich bin berufen, genau für diese Zeit, um zu leben, um zu lieben, um Hoffnung zu geben. Für mein Leben und für all die Leben in unserem Umfeld. Wir dürfen Hoffnung verbreiten. Diese Wartezeit ist schwierig, weil keiner weiß, wann Jesus kommt. Aber der Heilige Geist ist der dich jeden Tag daran erinnert. Hey, ist egal. Ich komme und das ist das Wichtige für dich. Aber ich möchte jeden Tag mit dir Beziehung haben. Jeden einzelnen Tag. Und er sagt dir, hey, eines Tages hole ich dich ab. Nimm dich als meine Braut mit in dieses Haus hinein. Eines Tages können wir Jesus in die Augen schauen und sehen, wer er ist. Und dann kommt der zweite Kelch. Und Jesus sagt, jetzt sind wir zusammen für immer. Was muss das für ein krasser Moment sein? Und wenn der zweite Kelch getrunken ist, dann sagt Jesus dir, hey, alles, was mal war, alles, was passiert ist in der Wartezeit, aller Schmerz, alles Leid, alle Ungerechtigkeit, die es auf dieser Welt gibt, nochmal, ist vergangen. Die Wartezeit hat ein Ende. Schmerz hat ein Ende. Ungerechtigkeit hat ein Ende. Und das, was wir tun dürfen, ist den Heiligen Geist jeden Tag umarmen. Und ich habe heute das Gefühl, dass er sagt, hey, mach deine Augen wieder auf, ich bin da. Ich möchte dir Hoffnung geben. Ich möchte die Perspektive zeigen. Ich möchte dir begegnen. Und ich habe gestern Jesus gefragt, Jesus, wie geht's dir eigentlich? Was würdest du uns eigentlich heute sagen? Und ich habe ein paar Gedanken aufgeschrieben, wo ich gern mit euch teilen möchte. Und ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, dass du ganz alleine bist mit deinem Jesus. Und ich werde ein paar Zeilen vorlesen. Und wenn du merkst, du bleibst bei einem Wort stehen, dann bleib bei dem Wort und frag Jesus nachher, was willst du mir heute sagen? Hey, hast du mal wieder Zeit für mich? Ich weiß, wie beschäftigt du bist. Jeden Schritt, den du am Tag gehst, gehe ich mit dir. Wenn du rennst, renne ich. Wenn du stehst, dann stehe ich. Doch wie sehr wünschte ich mir, ein paar von deinen Schritten, die du am Tag gehst, würdest du nutzen, um sie auf mich zuzumachen, auf mich zuzurennen. Siehst du denn nicht? Ich stehe hier mit offenen Armen und warte sehnlichst, bis meine Arme dich wieder umschlingen dürfen, bis ich dich fest an mich drücken kann und du meinen Atem auf deinem Gesicht spürst. Ich sehe, wie beschäftigt du bist. Sehe, wie du dich bemühst, die beste Version von dir selbst zu sein. Sehe, wie du an dir arbeitest, dich bemühst, alles perfekt zu machen. Sehe jede Extrameile, die du machst und dabei kaum zur Ruhe kommst. Ich sehe jedes einzelne Wort vor mir, das du aussprichst und bewahre sie in meinem Herzen. Aber hörst du mich nicht? Laut rufe ich deinen Namen, ich sehne mich nach deiner Gegenwart, wünschte mir, deine Worte würden mir wieder gelten, würden meinen Namen aussprechen. Ich wünschte, du würdest jetzt hören, wie ich zu dir zuflüstere, dass ich so stolz auf dich bin und dich liebe. Ich spüre,
wie beschäftigt du bist, wie du immer wieder in Stress verfällst, dein Herz viel zu schnell schlägt, weil die Anforderungen viel zu hoch sind. Spüre jeden Stich in deinem Herzen, wenn du verletzt wirst, im Stich gelassen wirst. Spüre jede Träne, die aus deinem Auge über deine Wange fließt. Spüre den Schmerz, die Last, die Sorgen, die du trägst. Weißt du denn nicht, dass ich mit dir weine, deine Tränen auffange und dir dein Gesicht abtrockne? Dass ich den Schmerz, die Last, die Sorgen dir abnehmen möchte? Schmeiß sie auf mich, jetzt. Ich wünschte, du würdest jetzt die Leichtigkeit spüren, die ich dir schenken möchte. Verstehst du? Ich beobachte nicht. Ich bin nicht fern. Ich sitze nicht. Ich bin nicht weit weg. Ich spüre das, was du spürst. Höre das, was du sprichst. Sehe das, was du tust. Ich bin inmitten von deinem Leben. Hast du Zeit? Heiliger Geist, ich danke dir so vielmal, dass du da bist. Und dass du so ein schönes Bild benutzt, dass wir deine Braut sein dürfen. Du bist der Bräutigam. Und du sagst, ich komme. Das ist was in der Zukunft. Und jeden Tag sagst du, ich bin schon da. Der Heilige Geist ist da. Komm, begegne mir. Red mit mir. Werf alles auf mich. Ich kann es tragen. Komm zu mir und fokussiere mich. Ja, was für ein starker Abend. Ich weiss nicht, wie es dir daheim gegangen ist, wie du dich gefühlt hast. Ich habe so eine kraftvolle Message gefunden, einfach bildlich das Bild von dieser Brut, die Leo und Josie erklärt haben. Und ich möchte dich einfach noch ermutigen, wenn du merkst, dass du etwas auf dem Herz hast, das du mit unserem Team teilen willst. Wir haben ein Gebetsteam, das auch online für deine Anliegen betet. Der Link ist unten eingeblendet. Du kannst dich melden mit deinen Anliegen, aber auch, wenn du vielleicht eine Gebetserhörung erlebt hast. Also teile auch unbedingt das mit uns, weil das ist einfach mega ermutigend für uns. Hey, und neben mir steht Sabrina. Schön bist du da. Dankeschön. Sabrina, wie war für dich der Abend? Was hast du mitgenommen, ganz praktisch aus dieser Message? Für mich waren es gerade wie zwei Sachen. Also das eine war sicher mal das Bewusstsein dafür, dass Jesus zurückkommt, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Das ist wie mir noch mal mega bewusst worden, dass wir das im Alltag nicht vergessen. Eben, du lebst so vor dich hin und dass eine Ewigkeit auf uns wartet. Das war das Erste. Und das Zweite war für mich das Bild eben vom Tisch, wo Josie ja das Statement abgelesen hat. Und dann ist mir noch mal mega klar geworden, hey, Jesus läuft jeden Tag neben mir, jeden Tag steht er neben mir. Und ich muss am Morgen immer 12 Minuten auf den Zug laufen. Dann ist mir wie so gekommen, hey, schau, wie so bildlich, Jesus läuft neben mir und er steht neben mir am Bahnhof. Und wie so, hey, wieso rede ich nicht mehr mit ihm in dieser Zeit? Wieso nutze ich die Zeit nicht, um eben an den Tisch zu kommen, auch wenn es beim Laufen ist, aber die Zeit nutzen, um mehr mit ihm zu reden und mehr zurück in die Gemeinschaft zu kommen mit ihm. Das wollte ich mega praktisch umsetzen. Ja. Hey, mega cool, danke dir vielmals, dass du das mit uns teilst. Hey, und mit dem möchte ich dich einfach auch daheim ermutigen. Überleg dir doch gerade diese Woche, hey, wo hast du einen Moment, wo du mit dem Heiligen Geist, wo du mit Jesus an den Tisch kannst hocken.